Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich hier aus Meiringen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute haben wir für euch in der Sendung der Rücktritt von Roger Federer bewegt die Menschen. Das Unspunnen schwingend bewegt die Fans schon jetzt. Lebensmittelverschwendung bewegt Aktivistinnen in Thun. Bevor wir jetzt zu unseren 3 Beiträgen kommen, gibt es zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten des Tages. Weihnachtsbeleuchtung strahlt nur bis um 10 Uhr. Mit Blick auf den drohenden Energiemangel will die Stadt Bern in der Vorweihnachtszeit Strom sparen. An der Vorweihnachtsstimmung komplett den Stecker ziehen will sie aber nicht. Die Hotels sind ja im August besser ausgelastet. Die Schweizer Hotellerie blickt auf eine deutlich verbesserte Sommersaison zurück. Die Erholung gegenüber dem Vorjahr hat sich auch im August fortgesetzt. Die Dynamik der Erholung hat aber deutlich nachgelassen. 29 Tote mehr als noch vor einem Jahr. Im ersten Halbjahr haben 116 Menschen ihr Leben müssen lassen. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung will die Zahlen durch mehr Tempo-30-Zonen senken. Die Nachricht vom Rücktritt von Roger Federer hat sich am Donnerstag in ein Lauffeuer verbreitet. Viele Passantinnen und Passanten finden es schade, dass er als Profi zurücktritt. Andere zeigen aber auch Verständnis, wie uns eine kurze Umfrage auf der Straße gezeigt hat. Ja, was sagst du zum Rücktritt von Roger Federer? Ja, es ist echt ein bisschen schade, dass er so rücktritt und nicht schon früher, nach seinem Erfolg. Darum finde ich es ein bisschen schade, dass wir 1-2 Jahre gewartet haben. Ja. Ja, ich bin überrascht, dass er zurücktritt. Das noch nicht mitbekommen. Nein. Aber ja, das war ein bisschen zu erwarten. Aber ja, ich bin ein bisschen überrumpelt. Schade, aber verständlich in diesem Alter. Ja. Ist gut, hat er es gemacht jetzt. Was hast du so für einen Eindruck gehabt von ihm als Mensch? Also ich habe so viele Werbungen von ihm gesehen und da ist er mir eigentlich relativ sympathisch rübergekommen. Das ist so, man hat ihn nie so launisch erlebt, so ging zugewandt, so, wenn er interviewt wurde oder so. Man ging das Gefühl gehabt, es bekommt ihn echt mit, wie es ihm geht. So, ja. Mir hat gefallen seine natürliche Art, einfach der Schweizer. Ja, also ich habe ihn einfach als Person auch noch so cool gefunden. Und halt so, was er sich erschaffen hat, finde ich auch sehr beeindruckend. Grosser Beliebtheit erfreut sich nicht nur der beste Schweizer Tennisspieler von allen Zeiten, grosser Beliebtheit erfreuen sich auch die Schwinger. Sie werden in einem Jahr zum nächsten grossen Ereignis am Unspunnen schwingend in Interlaken zusammengreifen. Schon am letzten Donnerstag ist der Lebenspreis für das Swingfest, der Moni Arais, vorgestellt worden. Unter den geladenen Gästen waren auch viele bekannte Persönlichkeiten. Moni-Taufe ist für uns vom OK und sicher hoffen wir auch für die geladenen Leute, für Sponsoren, für Partner, für alle, die da waren, ein Erfolg. Es war ein schöner Anlass und vor allem ist es quasi wie ein Start zu unserem Fest. Man nimmt das ein bisschen wahr, auch in den Medien, oder? Und man sieht, dass wir dran sind und wissen genau, es geht noch knapp ein Jahr. Oder ist es so weit oder ist es schon vorbei? Ja, wir haben es natürlich schon im 11. und im 17. Nicht ganz mit den gleichen Leuten, aber viele Leute sind noch dabei. Es gibt sicher einen gewissen Wechsel, aber wie gesagt, wir haben es nicht neu erfinden. Wir sicher die eine oder andere Anpassung machen, aber es geht schon auf ein bisschen gäbiger als im 2011, wo wir eigentlich das erste Mal hier waren. Die Vorfreude ist gross, vom ganzen OK, nicht nur von mir. Und das Wichtigste ist natürlich, dass wir Wetter haben. Ja, richtig Schwingerwetter. Es muss nicht 40 Grad sein, aber mal. Jetzt, wie ist das für dich, die Zeit von so einem riesigen Tier? Ja, speziell natürlich. Es ist nicht gerade etwas Alltägliches, was der Alltag macht. Aber ja, ich probiere meine Götti-Pflichten nachzukommen. Und es ist natürlich auch eine grosse Ehre, dass ja, ist nicht selbstverständlich. Es ist alle 6 Jahre das Fest. Und von dem her bin ich schon stolz darauf. Ja. Was sind eigentlich deine Götti-Pflichten? Die müssen wir auch dann noch definieren. Da ist noch nie so geschrieben, was es alles wird sein. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen gut zureden und ein bisschen besuchen zwischen, ein bisschen Herzbrot bringen und so. Du nach Unspunnen schwingend, du wirst ihn auch mit heimnehmen? Ich arbeite daran, ja. Ich hoffe, dass ich doch dass ich dran sein und teilnehmen kann. Und das ist einfach wichtig. Und gesund teilnehmen kann. Genau.
Grosser Beliebtheit dürfte sich auch das Foodsafe-Bankett erfreuen, das nächsten Sonntag in Thun in Anschluss an das Generationenfestival stattfindet. Für das Bankett werden Lebensmittel zweiter Wahl zu einem erstklassigen Menü verarbeitet. Mein Kollege Patrick Schmid hat mit der Mitinitiantin der Nathalie Schacko geredet. Sie ist Geschäftsführerin vom Unverpacktladen Oni und sagt, was für eine Idee hinter dem Bankett steht. Wir sind im Unverpacktladen Oni in Thun, in der Schulstrasse. Wir sind ein Unverpacktladen, der gleichzeitig auch sehr darauf Wert legt, dass man möglichst wenig Lebensmittel fortschießt. Also wir haben einen gewissen Kreislauf. Wir schauen, dass wir all das, was wir im Laden irgendwie nicht wegbekommen, noch verwerten in ein Menü oder in eine Konfi oder irgendetwas. Also wir versuchen dort möglichst den Kreislauf beizubehalten und nichts fortzuschießen. Im kleinen Stil machen das ja den Donnerstag, aber jetzt hat er gefunden, jetzt machen wir es ein bisschen in einem grösseren Rahmen. Wie ist es dazu gekommen? Wir fangen jetzt den Sonntag mit dem ersten Foodsafe-Bankett in Thun an. Dazu ist es gekommen, dass wir uns ein bisschen inspirieren von den anderen Foodsafe-Banketten der letzten Jahre. Wir haben ein kleines OK zusammengestellt in der Umgebung Thun und haben das Ganze auch mal in Thun starten. Wenn man jetzt gerade auch schaut auf den 25. September, ist das auch ein Argument gegen die Massentierhaltung? Ja, das definitiv. Aber es geht sicher in der Massentierhaltungsinitiative auch in erster Linie darum, wieder mehr auf das Pflanzliche zurückzukommen. Und das hat aber gleichzeitig auch damit zu tun, dass man natürlich weniger fortschießt. Weil wenn man weniger die Massentierhaltung unterstützt, wo wir ja eigentlich auch sehr viel Überproduktion haben, braucht man es eigentlich dementsprechend auch nicht mehr. Also wir könnten dort natürlich sehr, sehr viel in dieser Hinsicht auch schon mal verbessern, wenn wir für ein Ja abstimmen. Wenn man von Resten redet, tun manche Leute auch die Nase rümpfen. Aber bei euch tut man die Reste so machen, dass das Wasser im Mund zusammenläuft. Wie gelingt das? Wir machen sehr kreative Sachen daraus, wo man vielleicht daheim vielleicht nicht drauf kommt. Und das machen wir eigentlich aus einem Lebensmittel, das sonst eigentlich nicht mehr gekauft werden würde, wie vielleicht ein schrumpfliger Herdöpfel. Es gibt einen feinen Ofenherdöpfel mit einem super leckeren Kräuterdieb dazu. Und das ist automatisch wieder etwas, das die Leute eigentlich wieder kaufen würden. Also wir geben dem Ganzen wieder ein Upgrade und durch das wird es aus Food Waste wieder etwas Leckeres zum Essen. Hat man da überhaupt genug Zutaten oder Sachen, die man verwerten könnt? Oder schränkt das euch auch ein? Es schränkt sicher ein. Also das Buffet ist nicht jede Woche gleich üppig. Aber wir versuchen dort auch möglichst halt die ganze Woche Sachen zu sammeln. Man kann wie schon produzieren, man kann etwas eingefrieren, man kann etwas schon mal vorbacken. Und dementsprechend hat man dann die ganze Woche schon ein bisschen vorproduziert und hat nicht einfach an diesem Tag muss ich schauen, was mache ich heute damit. Hast du das Gefühl, bei diesem Foodsafe-Bankett kommen da Leute, die eigentlich jetzt eben schon für das Thema sensibilisiert sind? Oder gelingt es da auch quasi neue Leute zu begeistern für das Thema Foodsaving? Sicher die es schon dafür interessieren, kommen bestimmt, würde ich jetzt mal sagen. Aber es gibt sicher auch noch solche, die einfach machen, man kann reinschnuppern, weil es gibt einfach das, was es zu retten gibt. Oder? Und dementsprechend ist es sicher auch für die Leute sehr interessant, weil sie eigentlich gar nicht genau wissen, was es gibt. Ob das Wetter am Wochenende geeignet ist für ein Picknick für draussen oder für ein Bankett im Saal, das seht ihr gerade anschliessend in den Prognosen. Ich wünsche euch so oder so schon eine geruhsame Zeit und einen schönen Abend. Wiederschauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau Zeitung. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Heute war die Luft angefeuchtet, zeitweise ist es nass geworden. Man sieht es hier schön auf der Webcam von Oberhofen. Ja, und der Grund dafür ist das Tiefdruckgebiet Queenie. Das sehen wir auch schön hier auf der Strömungsanimation. Hat sein Zentrum über Nordosteuropa. Wir sind hier in der Südwestströmung in die Luft, also angefeuchtet. Und vor allem wird es jetzt bis am Samstag auch immer frischer. In Nacht auf morgen geht es speziell entlang der Berge weitere Regengüsse. Im Flachland haben wir zum Teil auch längere trockene Abschnitte mit dabei. Und am Morgen Vormittag geht es in ähnlichem Stil weiter. Es ist wechselnd, zum Teil auch stark bewölkt. Zwischendurch gibt es auch ein paar Aufhellungen und eigentlich sind auch weitere Regengüsse vorbei. Die Temperaturen morgen bei etwa 13 bis 14 Grad. Morgen am Nachmittag werden die Wochen tendenziell zahlreicher, die Regengüsse wieder häufiger. Vergleich zum Vormittag. Der Schwerpunkt liegt aber weiterhin entlang der Bergen und die Temperaturen tiefer, als das noch heute der Fall war. Die Höchstwerte, zum Beispiel in Bern, die liegen morgen Nachmittag bei rund 17 Grad. Am Samstag kommt dann noch mal ein bisschen kältere Luft daher. Mit einer nördlichen Anströmung staut sich das Ganze entlang der Berge. Entlang der Berge ist es also häufig nass im Flachland. Da gibt es zwar auch einzelne Regengüsse, es gibt aber auch Aufhellungen zwischendurch. Und die Temperaturen in Interlaken noch bei 13 Grad Schöfengrenze, die sinkt gegen etwa 1400 Meter.
Am Sonntag da übernimmt dann aber das Hochdruckgebiet Stefan. Nach Restwoche wird es zunehmend sonniger. Die Temperaturen die reichen rund 17 Grad. Und dann wir zum Wochenstart einen Mix aus Sonne und Wolken bei um die 15 Grad. Und wahrscheinlich geht es ja am Dienstag und Mittwoch ähnlich weiter. Auch dann, wenn wir den Mix aus Sonne und Wolken dazu, kommt dem Flachland langsam die Beise auf. Meine Damen und Herren, das war es vom Wetter. Ich wünsche euch einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.